ganze Geld gebe ich eigentlich meistens aus für Essen. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mir gedacht, dass ich ein Video machen könnte, wo ich mal so schaue, welcher YouTube-Name am besten zu mir passt. Und ja, auf jeden Fall nehme ich jetzt gerade hier auf. Und ja, ich habe meinen Laptop hier unten. Ich will einfach ein bisschen stehen, mich ein bisschen bewegen, dies, das. Ich mache mal das untere hier. So, dein perfekter YouTube-Name. Heute ist dein erster Tag an einer neuen Schule. Du kennst dort niemanden und hoffst, neue Freunde zu finden. Der erste Eindruck ist dabei sehr wichtig. Was ziehst du an diesem Tag an? Wen interessiert? Willkommene Sportsachen, etwas Unauffälliges, ein niedliches Kleid oder ein Rock? Etwas Modernes, Cooles. Also ich muss eigentlich mal schauen, wo ich an die Sekundar gekommen bin. Da bin ich sozusagen an eine neue Schule gekommen. Danke schön, mein Gott, Deutsch. Und was habe ich denn da gehabt? Ich glaube, ich habe ein bisschen modernes einfach angehört, halt einfach mein Style, sage ich jetzt mal. Und dann mache ich etwas Modernes. Deine Mutter fragt, ob sie dich zur neuen Schule fahren soll. Was antwortest du? Also, ich laufe nur, obwohl man mich am Morgen fährt, einfach ein Stückchen. Darum mache ich lieber, ja, weil ich dann nicht laufen muss. Weil ich eine faule Person bin, wer mich kennt. In der Schule ankommen, gehst du ins Lehrzimmer. Deine neue Klassenlehrerin bringt dich in den Klassenraum. Da noch nicht so viele Schüler da sind, hast du freie Platzwahl. Wohin setzt du dich? In die Mitte, nach hinten, da kann ich in Ruhe schlafen. Nach hinten, wo die Coolen sind. Einfach irgendwo nach vorne. Da bekomme ich am meisten vom Unterricht mit. Ich weiß gar nicht, wo ich gesessen bin am ersten Schultag. Ich glaube, ich bin eigentlich mittig gesessen, also ich mache mir in der Mitte. Eigentlich muss ich mir gar nicht so erinnern, aber ich erinnere mich einfach zurück, also ja. Während der ersten Unterrichtsstunde fragt dich die Lehrerin, was dein Lieblingsfach sei. Ich weiß nicht, Mathe, Deutsch, Englisch, Bio, Chemie, Physik, Sozi, ich habe keine Ahnung, was das ist. Religion und Geschichte, ich mag Fächer wie Sport, Musik oder Kunst. Es ist kompliziert. Ich mache mir Mathe, Deutsch und Englisch, weil es am wichtigsten ist und weil es halt ab und zu auch recht Spaß macht. Nach der Schule lädt dich ein Junge zum Essen ein. Wie reagierst du? Ich komme nicht mit, ist mir zu lästig. Ich komme natürlich mit, ich komme mit, wenn er bezahlt. Das ist bestimmt beliebt. Dann nutze ich zu meinem Vorteil. Ich wache aus meinem Tagtraum auf, als ob mich ein süßer Junge an. Lol, das ist ein Tag. Boah, ich habe keine Ahnung. Boah, ich sage mal. Ehrlich gesagt ist mir das egal. Ich kann es echt gar nicht mal richtig entscheiden, weil ich habe eine Person, also. Aber wie ich dort reagiert habe, ich wache aus dem Tagtraum auf. Fragt mich nicht. Letztendlich bist du mit dem Jungen Eis essen gegangen. Ich bin ja gar nicht. Eine andere Wahl ließ er dir nicht. Es stellt sich als Raphael, aha, vor unbeginnt dich auszufragen, was für Hobbys hast du? Zocken, Serien schauen, spiele mehr Instrumente, shoppen, YouTube-Videos gucken, zeichnen. Ich zeichne gerne. Ehrlich gesagt, ich spiele Instrument. Ich glaube, das kommt besser als irgendwie sage, ja, ich schaue YouTube-Videos. Weiter fragte, hast du viele Freunde? Ja, man sagt sehen könnte, weder viele noch wenige. Ihr nicht so
Ich habe wenige, aber natürlich richtige Freunde. Ich habe einen besten Freund, das reicht mir. Also ich habe wenige, aber richtige, weil ich finde es lieber wahre Freunde haben und in einer kleinen Clique sein, als große Freunde haben, wo man nicht unterscheiden kann, ob es Fake Friends sind oder wahre Freunde. Ihr verabredet euch und du gehst noch einkaufen, bevor du den Heimweg antriffst. Was kaufst du? Eine neue Maus für meinen PC. Ich laufe einfach zwischen den Regalen rum und gucke, ob ich irgendwas brauche. Kosmetikprodukte, ein paar neue Schuhe, etwas zu essen. So etwas zum Essen. Mein ganzes Geld gebe ich eigentlich meistens aus für Essen und Ramfahren. Oder für euch liebes kleines anderes. Der nächste Tag war schön, meinst du nicht? Ja, du hast recht, naja. Nein, es hätte besser sein können, normal halt. Es war echt anstrengend. Normal halt, sage ich jetzt mal. Zur letzten Frage, warum hast du dieses Quiz gemacht? Aus Spaß, aus Langeweile, was geht dich das an? Ich wollte einen YouTube-Namen finden, als Inspiration für einen guten Namen. Ich wollte einen YouTube-Namen finden, mach es mal. Zu 30% bist du, nimm bei YouTube noch einen schlichteren Namen, wie zum Beispiel eine Zusammensetzung aus deinem Vornamen und einer Sache, die du auf deinem YouTube-Kanal machen möchtest, bereits machst. Also eigentlich Life with Leonie ist eigentlich schlicht, sage ich jetzt mal. Was denkt ihr? Schreibt es unter in den Kommentaren. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ist mal etwas anderes gesehen, aber ich hoffe, euch ist nicht wirklich langweilig geworden. Ich sehe uns auf dem nächsten Video. Gerne den nach oben, falls ihr wieder mal so ein Video wollt haben. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao! Está pulando, não me santo. Tô minhas casas, tô em um